Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, ihr seid so mit Jüntop wieder am Evangelium zu grooven. So, wir haben uns all mehrere Punkte becheckt in dit. Und ich will mit uns so lange hier die Länge, was Radung für uns unbedingt klar ist. So, wir wollen mich mal halten mit das Erste. Was ist das erste Ding, von wo wir mal reden, wenn wir von Evangelium reden? Sehr gut. So, alles fängt an und Gott ist heilig. Wenn wir wissen, dass Gott ist heilig, was wollen wir dann noch? Sehr gut. So, Mensch in Sinn. Wenn wir das beides wissen, was wollen wir dann noch? Gott ist gerecht und das bringt dann in gerecht. Okay? Gott seine Gerechtigkeit, der bringt in gerecht. Das meint Verdammung. Wenn wir das wissen, was wollen wir dann noch? Gut, so der Mensch kann sich selbst nicht halten. Dort habe ich über dem nur all gelehrt. So, Gott ist heilig, der Mensch ist in Sinn, Gott sein Gerechtigkeit Sinn, das bringt Gerecht auf alle Menschen. Und dann weiß wir, dass der Mensch, der kann bloß nichts damit tun, wenn ein Mensch ist, ein Sünder. Dann fangen wir sehr close an mit dem Punkt Nummer 5, wo du sagst, Jesus Christus. Und ich will von dir mit uns taub hier ganz ruhig die Länge. Wir haben uns in der Fehlklasse erwähnt, dass sogar Petrus sein Bekenntnis von dass Jesus Gott sein Sehen ist, wir nicht Petrus sein ausgedacht hat. Jesus sagte Petrus, dort hat Gott die offenbart. Also, Jesus anerkannt ist, was er gesagt hat. 1. Timotheus 2, Vers 5 sagt, du bist bloß ein Vermittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch, Jesus Christus. Also, wir fangen von der an, dessen Jesus zu kennen. Jesus Christus kennen. Ich kann mit einem Zweifel, wenn wir wollen hineingehen, und ich werde mir einig, dass wir müssen sagen, wenn die Person von Jesus als ein Ding, was so wenig Wort von ihr redet. Und daher wird wir leicht kennen, ein ehrlicher Namen was Jesus anbelangt. Also, ich will von dir mit Jüntop an diesem Punkt Nummer 5 die Länge, wer ist Jesus, wo ist Jesus und was ist bei Jesus alles mit bei. So, wir wollen hier so dann eine Liste anfangen mit Beschreibungen von wer ist Christus. So, das erste, weil wir nur Johannes Kapitel 1, Vers 1 drehen, und dann werden wir uns durch so lesen. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 1. Wer würde du gleich hinterlesen? Sehr gut. So, aus alles Anfang, dann wir dort wird all durch. Und wenn wir Johannes Kapitel 1 lesen, dann merkt wir ganz klar, Johannes redet von Jesus. Daher soll wir dann ganz aufmerksam checken, weil alles, was gemerkt ist, Anfang, dann wir Jesus ab.
Dat meint dat zoveel dat Jesus es nicht gemerkt worden. Jesus fängt nicht an zu sein. Jesus wir all durch. Also das erste Ding, was Jesus ist ewig. Also Jesus soll wie anerkennen als ewig. Und das ist ein Ding, was für viele von uns über dem ein bisschen schwierig geworden ist. Wir haben immer wieder Weihnachtsgeschichten, dann wird Jesus geboren, dann sagen wir mit so, oh, na, dann hat Gott mit Maria ein Kind gehabt. Das ist nicht so. Jesus jäuft dort all von Ewigkeit. Jesus ist Gott. Krieg in den selben Text in Johannes 1, Vers 3, fingen wir noch eine Beschreibung. Wer würde gleich zu lesen? Johannes 1, Vers 3. Sehr gut. So, todas las cosas por él fueron hechas. Alles, was du hast gemerkt, das ist durch Jesus gemerkt. Wer will du lesen mit uns auf Kolosser, Kapitel 1, Vers 16. Sehr gut. So, wer hat alles gemerkt? Gott. Sehr gut. So, das Text will uns ganz klar die Botschaft lauten, dass Jesus ist ewig und dann zweitens, Jesus ist der Merker. Jesus ist der Schöpfer, der wir alles gemerkt haben. Sehr interessant, wo Kolosser uns so feststellt und sagt, da haben wir Gott alles, was im Himmel und auf Erde gemerkt worden ist. Was zu sein ist und was nicht zu sein ist. Dort ist Schöpfung. Aber dann geht du noch wieder und dann sagt du noch all das Ewige, alle Regierungen, alle Macht, alles, was wir würden sein, da ist nicht mal gemerkt, dort kommt auch noch Jesus seine Macht. Jesus ist der Merker. So, Jesus ist ewig, Jesus ist der, der alles gemerkt hat. Dann werden wir uns in ein bisschen Alten Testament anschauen. Nun 2. Mose 34, Vers 14. Sehr gut. So, in 2. Mose, wo Gott sich das Volk aus Ägypten holt, du hast Gott so strenge Anweisungen, dass er sich erst mit wer Angebet kriegt und wer nicht. Und dort lehrt uns ganz klar, du sollst bloß Gott allein anbeten. Wenn wir nun nie im Testament drehen, nur Matthäus 14, Vers 33, dat is de Geschichte, wo aber wir und Jesus geht auf dem Wuta und dort Chapje und all diese Dinge. Und dann das letzte durch von der Geschichte. Matthäus 14, Vers 33. So gut. So, auf Spanisch sagt uns die Übersetzung durch. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Das ist Anbetung. Das ist ein Anbeten, was bloß Gott allein gehört. In Johannes 9, Vers 38, ja, Evangelium Johannes, Kapitel 9, lesen wir uns Vers 38. Sehr gut. Und wir können das lesen noch lange gehen, aber wir wissen ganz klar, dass Jesus nimmt Anbetung an. Und das ist ein Ding, was wir uns so lernen, durch die ganze neutestamentliche Schreiben von Jesus als Person. Wir sollen uns immer wieder aufmerksam machen, wenn Menschen an Jesus glauben, was kommt bei diesem Glauben alles mit bei? Die
die Beschreibungen dort zu beobachten, kriegst du es in dieser Bildforschung, wo wir gelesen haben, die wiesen uns immer weiter dort haben, Jesus lässt sich anbeten und der wird ganz okay damit. So dass wir durch die dann bloß die zwei Möglichkeiten, entweder dass wir Lasterung oder Aufjäterie oder Jesus als Gott und das Reich. Und wir meinen, dass wenn Jesus diese Menschen nicht utbessern tut und sagt, je soll nicht, dann ist das unbedingt, Jesus nimmt Anbetung an, wenn er als Gott. Wir wollen aber zu dir noch ein paar so eine Gelegenheiten mehr belesen. Wir lesen Johannes Kapitel 20, Vers 28. Das ist die Geschichte von Thomas. Thomas hat Schwierigkeiten zu glauben. Und dann wies Jesus an seine Hände und seine Seite. Und dann kam Thomas durch mit diesem Bekenntnis vernach. Wir wollen lesen Johannes 20, 28. So gut. So, dort jetzt wieder aus bloß Anbetung, dort jetzt so weit, dort Jesus als ganz okay den Namen zu drehen Gott. Also Thomas hat durch dessen Blick, dessen Glauben, Erweckung, und dann sagte mein Herr und mein Gott, und das ist an Jesus gerecht. Und das für mich scheint zu sein, dass das ja mit ganz hört, wenn du dich feststellst, du stehst vor Jesus und Gott offenbart dir, dass Jesus als Gott, das ist so interessant, weil, aber das jetzt scheint, du die Länge zu checken, dass Jesus trägt den Namen Gott. Und das ist ganz reich an Jesus seine eine wenn Jesus dort hat das Arche sein, wird unbedingt seine Liebe durchgekommen. In Titus 2, Vers 13, da redet Paulus von nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, also du wird Jesus beschrieben als uns großer Gott und Retter. Hebräer 1, Vers 8, mas el Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos. Also, den Thron, oh Gott, das redet von Jesus. Also, wir finden in Doyle neutestamentliche Texten, wo nicht bloß Jesus Anbetung kriegt, aber da wird Glück aus Gott beschrieben. Wenn wir die vier Punkte dann becheckt haben, dann fehlt uns unbedingt hier mit einem Strick durchzutragen. Wir wissen, dass Jesus mehr wie als Gott. Also, Jesus kam auf Erde, das ist der Ewige, das ist der wir alles gemerkt haben, das ist der wir Anbetung annimmt, in dem Wort beschrieben als Gott allmächtig. Dann kam aber eine ganz andere Seite von Jesus. So, zur gleichen Zeit, wir Jesus nicht bloß Gott mit so gekleidet als ein Mensch, Jesus wird Mensch. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns zu begreifen, wenn das unbedingt der Mittelpunkt von dem Evangelium. So, Galater 4, 4, werden wir uns so mal lesen. So gut. So, das erste Ding, was wir dann unter diesen Punkt finden, ist Gott Jesus wir ganz vollkommen Mensch. Also der Wort von der Frühgeburt. Wenn wir Lukas Kapitel 2, Vers 7 lesen, dort ist die Weihnachtsgeschichte, sagt dort, brach den ersten Sehen zur Welt. Dann haben wir aber noch mehr Dinge, wo Jesus dann als Mensch durchstellt. So im ersten Fall hier, wo wir sagen, der Wort von der Frühgeburt und Jesus wird ein Kind genannt. Und das sind schöne Sachen zu beobachten. Diese Menschheit von Jesus, der ist aber viel grater als bloß als Mensch geboren wird, in eine physische Mutter zu haben. Wenn wir nun Matthäus Kapitel 4, Vers 2 blättern,
dann habe ich du sind 30 Jahre vergangen zwischen der Geburt in Matthäus Kapitel 4. Aber das ist ein interessantes Ding, was wir uns da wollen bemerken. So gut. So, von Kind habe ich dann ein Eberswitchen nu. Jesus hat Hunger. Krieg zoals een mens. En ik weet, we gaan alle nog niet 40 jaar niet gegeten. Aber ich stelle mir mal so vor, dass wir haben Uning, was hungern ist. Und Jesus wird bloß unbedingt Mensch, wenn der weiß, Hunger. Und Johannes 4, Vers 6, du fängst wie noch eine interessante Beschreibung. Johannes 4, Vers 6. Du sagst dort, das steht, Johannes 4, Vers 6. Du wie der Jakobsbaum. Wils Jesus meid wir von seiner Rehe, saht hij sich bei dem Baum doel, dort wir all merach. Okay, so Jesus wir meid. Menschen waren meid. Bitte wenn das erst hier in seinen Kämpfen fahren, aber uns, wie meid geworden? Ja, gut, that's fine. So, dann habe ich nu all Hunger und Meid. Dann habe ich aber noch ein Schaufchen mehr, wo wir unbedingt dabei wollen. Wir wollen uns drehen nur Jesaja 53, Vers 3. Du sagst, das ist das. Jesaja 53, 3. Wir sahen am, als ein Utbund in uns veracht. Er hat viel geleden und es krank gewas. Hij wie als einer, der sein Gesicht nicht weiß, hij wie ein Utbund in wie rechten Arm nicht. Okay, so, dort steht Jesaja-Text, wo uns die ganze Geschichte durchstellt von Jesus in Lieden, aber dort merken wir, dort Jesus hat geleden, also der wird unbedingt als Mensch durchgestellt. Dann in Johannes 19:30, du hast die Kreuzigung und du merkst, wie dort Jesus stirbt, also Menschen sterben. Die Johannes 19:30 sagt, der ist vollbracht, habe ich seinen Kopf rauf und ich habe sein gesagt. Also Jesus starb als Mensch. Wenn wir an diese Geschichte nennen sind von Jesus, was sehr bunt beschrieben, erstens mal als Gott und dann als Mensch, dann brauchen wir unbedingt die Frage, okay, so wieso ist das wichtig? Wieso ist das wichtig, dass wir weiten, wer Jesus ist, am Vollkommenen. Wir haben dann nu eine Taubfutung hier. Jesus wie vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und das ist wichtig. So dann fragen wir uns die Frage, wieso muss Jesus vollkommen Mensch sein? Dort wir lesen Hebräer Kapitel 2, Vers 17. Sagt es dort. Doorheen muss hij en alles zo worden als zijn Brüder, dat hij veran en zijn dienst voor God een trouwe en erbarmende hohe Priester zijn kan en in de Sünden van de mensen wegnemen. So, de vangt aan en zegt, doorheen muss hij en alles zo worden als zijn Brüder. Adam had versagt. Adam had en zin nangeklinkt. Das ganze Volk Israel hat sich versündigt. Die ganze Menschheit ist versündigt. So dann kam Christus als ein letzter Adam, zum an alles gehorsam sein, wo all die Menschheit gehorsam gewesen ist. Jesus lebt ein vollkommenes Leben,
wir würden auf Spanisch sagen, Cristo vivió una vida perfecta. Und das ist eine Wahrheit, was wir sehr viel vergessen oder nicht von reden. Wir brauchten nicht bloß ein Opfer. Also uns als Menschheit fehlt nicht bloß, dort Jesus starb. Uns fehlt, dort Jesus erst vollkommen bleibt an sein Leben, wegen Gott verlangt vollkommene Gehorsam. Dort haupt nicht, wenn du und ich sterben für unsere Sünden. Wenn dort bleibt, was wir verjeiten als Schwinsch. Dort merkt kein Unterschied, das ist verdammt. Jesus muss vollkommen sein, heilig sein, rein sein, um dort Opfer für unsere Sünden betonen können. Dabei können und kann keiner von uns für Gott gerecht werden. Bitte Christus, wenn Jesus keinmal gesendet hat. Also wenn wir an Jesus seine Lehren checken, vollkommen Mensch, dann ist der vollkommene Mensch so wichtig für uns zu bechecken, wenn wir ganz Mensch, aber ganz anders als du und ich. Wenn Jesus sündigt nicht. Hebräer 4, Vers 15 sagt, Jesus wird an alles versucht, krank so wie. Und dann hängt er an in dem Vers 15 sagt er dort wechet. Aber er hat sich niemals versündigt. Jesus wie ein Mensch, 100% so als du und ich. Der ging ab diese Erde an so ein Fleisch als du und ich. Der wird versucht, krank so wie. Du wirst bloß das große Unterschied, dass Jesus versündigt sich nicht. Jesus wird wie dann noch ein paar Dinge beschrieben können, so zum Beispiel, Jesus hat schon mal gelehrt, Jesus hat schon mal gestohlen, Jesus hat schon mal all diese Schweinerei getrieben, wo wir geplant sind. Aber Tim dort alle Taubfußen, wo ich gleich mal Johannes 8, Vers 29 zu lesen. So du findest Johannes Evangelium dort ziemlich fein taub. Johannes 8, Vers 29. Ich lese du in Johannes Kapitel 8, Vers 29. Du sagst dort so steht. Und der, wer mich geschickt hat, ist mit mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen und ich da immer dort, wo ihm gefällt. So Marvin hat uns in der letzten Zeit angeredet von, bist du bei Gott in ihr Fall. Lebst du so ein Leben, was Gott gefällt. Hier ist der Vorbild. Jesus wird vorgestellt als vollkommener Mensch, versucht so ein Mensch. Aber dann sagt Jesus du in Johannes Kapitel 8, Vers 29, und ich da immer dort, was Gott gefällt. So, vielleicht gibt uns Verstand hier nicht ran, aber wenn wir uns ein klein bisschen anschauen, wo groß das Wort ist. Das meint dann, Jesus hat keinmal ein Wort gesagt. Und für die von uns, die du leicht reden, wir können uns das nicht vorstellen. Jesus hat keinmal einen schlechten Gedanken geführt. Du kannst uns verstehen, nicht ran. Ab kein Weich. Und dann noch, nicht bloß ein Tag, sein ganzes Leben. Jesus ist so viel mehr, als wie Jesus den Kredit vergeben. Jesus wie vollkommen Mensch und er lebt ein vollkommenes, gehorsames Leben. Römer Kapitel 5, Vers 19.
So als durch ein Mensch sein Gehorsam sein, viele zu Sünder worden, so waren durch den einen sein Gehorsam sein, viele gerecht gemacht. Ich weiß, dort vielleicht ist das für uns sogar nie. Aber ich will mir zu sagen, dass Jesus sein Gehorsam Leben als krank so wichtig als Jesus sein Tod. Jesus sein Gehorsam Leben, was Gott wohlgefällig wird, als krank so wichtig als Jesus sein Tod. Wenn dort eine und dort andere, dort schafft nicht. Hier ist, wo uns Jesus soll so viel mehr wert werden. Ich weiß dort wir gleich in Jesus. Wir anerkennen Jesus in der Radung. Wir sind bloß fertig, so kurzsichtig und denken nur nicht an, wo ungeläuflich schwor, damit wir was sein, ein perfektes Leben zu leben am Fleisch. Wir brauchten nicht bloß Vergebung, wir brauchten Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit, die fing wir bloß an Christus, den einzigen Retter. An unserer Welt, wo so viel von allen Seiten gelehrt wird, dort vielleicht sind und Allwehen im Himmel oder Jesus ist vielleicht für jeden verschieden, dann fing ich dort wie machen, dass Jesus als Mensch unbedingt als ein perfekter Mensch durchstellt. Durch jaft dort bloß Radung an Christus, wenn dort so eins ja, wir können uns raten, wenn er sich nicht versündigt hat. Johannes 14, du hast das ganze Tag von, wo Jesus sagt, ich sehe der Wort hätte nur Leben. Keiner kommt nun vor, bitte durch mich. Jesus sagt nicht, ich sehe in Wach, der sagt, ich sehe der Wach. Du hast kein anderer. Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt, und du hast kein Numm gegeben, an dem Radung ist, bitte an Christus. 1. Timotheus 2, Vers 5, wo wir all gelesen haben, sagt, du hast kein anderer Vermittler zwischen Gott und Mensch, bitte Jesus Christus. Dann haben wir ein sehr schmackes Bild von Jesus, vollkommen Gott, Jesus, vollkommen Mensch, aber dann noch ein heiliger Mensch. Dabei lesen wir in Hebräer 10, 12. Aber Christus will sich selbst handjäuf, dort Opfer zu sein für die Sünder, einmal und für immer. Jesus entschloss sich danach, Rettung zu sein für uns. Das ganze Alte Testament, da lehrt uns einmal von Blutverjeuten, von Tieren dort mehr an, Fleisch verbrennen, und Opfer und all diese Dinge. Jeder Schub, was geopfert worden ist, jedes Mal, was das mal Tor 4 gemerkt worden ist, jedes Mal, was erstmal was so wertvoll abgegeben hat, jedes Mal, was ein Priester ein Opfer durchgeführt hat, dort hat noch einmal Schuld durch an dich. Dort soll uns die Botschaft bringen, dort du wird unbedingt ein Tag wird kommen, wir wird vollkommen Sinnenvergebung durchbringen. Dort predigt uns, dort du fehlt ein Radar, wo du fehlerlos wirst. Dort predigt uns von einem Opfer, wo du vollkommen wirst. Aber dann, vielleicht soll wir unbedingt noch ganz die Frau fragen, okay, wenn Jesus vollkommen Gott ist, wenn Jesus vollkommen Mensch ist, aber nicht bloß dort ein Mensch, der sich keinmal versündigt hat, wo so fehlt du dann noch zu sterben?
En dit is een pak van evangelium. Also, Jesus moet we kan leren als God en als mens. Unbedingt. Und dann blijft du die Frage, wieso muss Jesus sterben? Wieso wird das Kreuz so wichtig? Wieso kann Gott dann nicht bloß sagen, naja, nu sei alle vergiftet? Das ist eine Frage, die ganz diep an das Hart vom Evangelium andringt. Jesus sein Tod muss verstanden werden, aber Grund. Das Evangelium zielt nur Jesus Christus, dem Vermittler. So, das Evangelium ist unbedingt Gott als Liebe. Das haben wir gelehrt. Aber Gott ist gerecht. In Gerechtigkeit wird immer eine Strafe verlangt. Ich weiß dort, dass wir können das vielleicht nicht ganz verstehen, aber wenn wir uns darüber nennen, dort eigentlich was passiert, und erst ist der Tod gekommen. Und vielleicht hast der andere Vater dann noch betrunken gewesen. Dann würden wir an unsere trennende menschliche Natur, ein schreckliches Verlangen haben, nur Gerechtigkeit. Uns wird verlangen, dass wer einmal dort verursacht hat, der wurde ab erst noch Art und Weise betonen, für was er hat getan. Das ist ein trennendes Bild von Gerechtigkeit, wenn wir Menschen wollen, können Gerechtigkeit vollkommen verstehen. Aber wir verstehen dort Verlangen für Gerechtigkeit. Wenn Gott hat uns das gegeben. Wir haben ein Verlangen nach Gerechtigkeit. So, wenn wir uns nu ein klein bisschen an Gott seine heilige Lehre nennen lassen, und wenn Menschen sich versündigt haben in den heiligen Gott, dann müssen wir verstehen, dass Gott sein Gerecht, dass ein Gerecht wird durch Recht, nur Gerechtigkeit. Und dat meint so viel, dass der Sinn, was du passiert ist, der muss betont und uitgeruht. Dat denk ik bloß am accident, wat ik je groot vertel, wie Menschen haben er nicht eine Lösung. Wenn wir keinen Doden terugholen. En een andere Mensch anbrengen, dafür merkt nicht viel. In diesem Fall aber brennt Gerechtigkeit. Und Gott wird Gerechtigkeit merken. Du, als wo Christus den Mittelpunkt vom Evangelium kämpft. Jesus muss umgebracht werden, dass Gerechtigkeit passieren kann. Das ist der Punkt. Weil ich hier auf Spanisch geschrieben, wenn ich fing, kein Plottische Wort dafür. Wenn ich für dieses Werk auf einmal bei einem Plottische Wort kam für Expiation, dann soll ich mich dort abhalten. Ich will aber eine kleine Empfehlung machen für dieses Werk. Wie viel verstehen wir davon, dass Jesus uns Platz genommen hat? Also, das ist ein Tisch. Und ich würde leichen, dass wir als Christen, die alle im Glauben sind, uns mal abrechtigte Frau. Sie hat mir bewusst, dass Gott sein Euer je in mir brennt. Und sie hat mir bewusst, dass Jesus den Euer ganz absegnet, dass er freigesprochen wird. Warte auf ihn. Vater im Himmel, Dankeschön für diesen Sonntag. Dankeschön für Jesus. Wir beten, dass du uns die Augen vom Glauben aufmerken, dass wir immer besser verstehen können, wo groß und wo vollkommen die Wahrheit ist, dass Jesus Gott ist, dass Jesus Mensch ist und dass Jesus niemals gesündigt hat. Wir beten, dass wenn wir uns beschaffen, mit dem Evangelium zu verstehen, dass du uns Glauben schenken an Jesus, um euer Leben zu erlangen. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.